So und herzlich willkommen zu Witcher Blood and Wine. Ja, jetzt geht's weiter. Direkt ins Ladebild rein, dass ich noch ein bisschen reden kann. Und zwar machen wir heute die Hauptquest fertig und gucken, also fertig, wir machen weiter mit der Hauptquest. Und gehen nochmal bei dem Weingut vorbei, um zu gucken, was mit den zwei da passiert ist. Die haben ja gesagt, dass wir da vorbeigehen sollten, nach 3 Tagen. Mittlerweile ist schon eine Woche vorbei. Also Real Life. Ich glaube nicht, dass das im Spiel so ist, aber okay. Ah, komm schon, lade. Ja, mittlerweile gibt es ja auch Pokémon Go, also so die Beta, die man nur unter gewissen Umständen bekommt. Aber cool. Ich spiele schon seit einem Tag, ja, seit einem Tag heute. Habe ich endlich mal ans Laufen gebracht und das ist wirklich cool. Bei den Wunden des Trifft dich um Mitternacht. Okay. Na gehen wir direkt dahin, würde ich mal sagen, oder? Unser Geld haben wir. Die Rüstung haben wir auch noch an. Wir können uns jetzt die andere Rüstung herstellen lassen von dem einen, wo wir da gefunden haben. Aber das machen wir später. So. Also trifft dich um Mitternacht mit Dämien in der Mühle des Grafen de la Croix. Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Okay. Übeltäter wird sie strafen. Dann gehen wir mal zum Grafen de la Croix. So. Ja. Ich finde das immer. Ich finde das cool, dass es so französisch angehaucht ist. Da kann ich mit meinem Französischen hier mal überzeugen. Hier müsste es wieder schneller gehen, oder? Ne, kann ich auch hier auch nicht tun. Okay. So, gehen wir hier runter. Hier auf die Seite. Hier über die Brücke. Hier runter. Ja, jetzt kann ich endlich. Wird doch langsam Zeit. Heute ist wieder einer der wärmeren Tage. Ups. Genau. Weil in meinem Zimmer wird es wärmer und wärmer, umso länger mein PC läuft. Und ich kann schlecht die Klimaanlage anmachen, wenn ich am Aufnehme. Du näherst dich einem Wendepunkt der Geschichte. Danach kannst du bestimmt nicht mehr abbrechen. Okay. Dann gehen wir wieder zurück, ja? Dann machen wir noch die Nebenquests. Dann machen wir noch die Nebenquests, wenn ich also es nicht mehr machen kann. Das wäre natürlich doof, aber gut, dass die Warnung kam. Dann machen wir hier noch Gewinn das große Turnier. Nein. Dann warte 3 Tage. Geh nach. Ja, da ist unser. Dann machen wir die Quest halt. Genau. Weil ich will nicht Queste hier, Nebenqueste abbrechen, weil die sich auch auf die Hauptgeschichte auswirken können. Wem man geholfen hat und wem nicht. Deswegen gehen wir zu unserem Weingut. Langsamer. Zu unserem Weingut. Hausmeister. Willkommen zu Hause, Herr. Ich bin Barnabas Basilius Foti. Auf Anweisung der Herzogin diene ich dir als Haushofmeister auf Corvo Bianco. Zuvor habe ich mit Auszeichnung im Anwesen der Familie Nibilyi und in Nazair bei Admiral Rompailly gedient, der, wie sicherlich bekannt ist, ein außerordentlich fordernder Edelmann ist. Mensch, Barnabas Basilius, eines solltest du wissen. Ich bin kein typischer Grundbesitzer.
Ehrlich gesagt, ist das hier mein erster Besitz. Oh, in diesem Fall solltest du alles mir überlassen. Ich werde alles organisieren, mich um alles kümmern und das Haus in Ordnung halten. Ich würde sogar behaupten, dass dieses Weingut bald zu den wohlhabendsten gehört. Großartig. Ich sehe, ich bin in guten Händen. Cool. Erzähl mir mehr über diesen Ort. Das Weingut scheint eine lange Geschichte zu haben. Weißt du, wem es vor dir gehört hat? Also vor mir, meine ich? Baron Rossel, der bankrott ging und gezwungen war, das Anwesen an die Herzogin zu verkaufen. Der Baron hatte es wiederum Monsieur Beaulieu abgekauft, dem Scharfrichter. Eine schillernde Persönlichkeit mit kedwenischen Wurzeln. War er wirklich ein Scharfrichter? Nein, er nicht. Aber sein Urgroßvater. Ja, anscheinend war dieser ein gewöhnlicher Taschendieb gewesen, der sich den Posten des herzoglichen Scharfrichters in Beauclair sichern konnte. Er nahm seine Arbeit sehr ernst. Angeblich soll er mehr Köpfe abgeschlagen haben, als Reben in den herzoglichen Weinbergen wachsen. Er zögerte nie, kein einziges Mal. Er schlug nie ungleichmäßig zu, vermasselte nichts. Für seine mustergültigen Dienste verlieh ihm der Herzog einen Titel und dieses Anwesen. Monsieur Beaulieu wiederum war in jüngeren Jahren Ingenieur. Als er in den Ruhestand ging, ließ er sich hier nieder und kelterte Wein. Zu seinem Unglück verlor er zuerst seinen Geruchssinn, dann den Geschmackssinn. Außerdem konnte er keinen Alkohol trinken. Der Arzt hatte es ihm verboten. Wie schrecklich. Hat er dann aufgehört, Wein zu keltern? Nein, überhaupt nicht. Er produzierte sogar noch mehr. Er begann wilde Bälle zu veranstalten, zu denen er Freunde von nah und fern einlud, damit sie seinen Wein trinken und genießen konnten. Solch ein Mann war er. Monsieur Beaulieu. Cool. Zeigst du mir das Weingut? Würde es dir was ausmachen, mir Corvo Bianco zu zeigen? Nein, überhaupt nicht. Folge mir bitte. Ich denke, wir sollten auf dem Hügel beginnen. Möchte ich mir jetzt hinterherlaufen oder gibt es das nur Cutscene? Ne, nur Cutscene, okay. Sieh nur, Herr, dein Gut in all seiner Pracht. Schön. Ziemlich groß. In der Tat. Und jetzt würde ich dir gerne einige interessante Einzelheiten zeigen. Folge mir. Bist du schon dein Leben lang Haushofmeister? Ja, davon gab es in meiner Familie eine ganze Reihe. Mein Vater war ein Haushofmeister, so wie mein Großvater vor ihm. Meine Großtante auch. Sie hat diese Tradition begründet. Großtante? Eine harte Frau. Angeblich wusste sie schon als Kind, was sie wollte, und hat es dann auch erreicht. Cool. Als sie nach Beauclair kam, nahm sie eine Stelle als Zimmermädchen auf einem Weingut an und arbeitete sich langsam zur Haushofmeisterin hoch. Sie hat den Rest der Familie mitgeschleift. Schön, mein Weingut hier. Die Quartiere für das Gesinde. Ich wohne im Grünen Haus. Mit der Erlaubnis der Herzogin habe ich Bedienstete eingestellt, die aus der herzoglichen Schatzkammer bezahlt werden. Wie nett von ihr. Zugegeben, das ist nicht der schönste Teil des Anwesens. Aber als Herr des Weinguts sollte man wissen, wo die Bediensteten wohnen. Okay. Ich bin ja wirklich ein Herr und Meister von denen. Baron Rossel hatte angeordnet, auf diesem Teil des Weinguts die Reben zu entfernen und stattdessen Olivenhaine zu pflanzen. Sie sind wunderschön, besonders im Frühling. Sieht jetzt aber auch schon nicht schlecht aus. Ja. Ist wirklich schön. Dort unten erstreckt sich das Weingut. Dort bauen wir Carvanere an, eine der ältesten Sorten der Welt. Der Wein wird in Eichenfässern gelagert und bildet exquisite Noten von Brombeere, Wildkirsche, Pflaume und Zimt aus. Wundervoll. Ich sollte ihn mal probieren. Cool. Ließ der Ritter das Schwert fallen und rannte. Aber in all seiner Rüstung kam er nicht weit. Das ist ja ein Ding. Schöner Brunnen. Malerisch. Ja, obwohl er vor langer Zeit ausgetrocknet ist. Während seiner berüchtigten Feste ließ Herr Beaulieu den Brunnen mit Wein füllen.
Es gibt eine Geschichte über einen Gast, der zum ersten Mal an einem Beaulieu-Ball teilnahm und diesen Brauch nicht kannte. Er litt an Herzschmerz und wollte sich durch einen Sprung in den Brunnen das Leben nehmen. Das Fest neigte sich seinem Ende und der Brunnen war fast leer, als der suizidale Gast sprang. Statt zu sterben, brach er sich nur die Beine. Um den Schmerz zu betäuben, trank er den Wein. Hat er sich zu Tode getrunken? Nein, keineswegs. Als er am nächsten Tag gefunden wurde, erzählte er, dass er Zeuge eines Doppelwunders gewesen sei. Wasser war zu Wein geworden und er hatte überlebt. Er zog sich in ein Kloster in den Drachenbergen zurück und predigte fortan die Lehren Majorans. Okay. Tolle Geschichte. Monsieur Beaulieus Gemahlin Nina hatte hier einen Garten angelegt. Ein sehr schöner Ort damals. Er ist etwas vernachlässigt worden. Das stimmt. Aber seine frühere Schönheit lässt sich mit frischen Kräutern und weiteren Pflanzen schnell wiederherstellen. Okay, cool. Dann kann ich meine eigenen Kräuter für meine eigenen Getränke hier anbauen oder anbauen lassen. Madame Nina hat hier kleine, zarte Blumen und Kräuter angepflanzt. Man könnte meinen, das Aroma liegt noch immer in der Luft. Du bist ja ein Romantiker, Barnabas Basilius. Ja, Haushofmeister. Geh weiter. Ist wirklich schön hier. Ich freue mich, dass es mir gehört. Aber mehr werden wir jetzt alle Nebenquests machen, bevor wir weitermachen. Finger völlig zerschnitten. Ich wäre lieber der Hammer als der Nagel. Ja, lieber. Ich finde das so schön, dass alles vertont ist. Als zusätzlicher Weinkeller in den Jahren mit reicher Ernte. Mit etwas Arbeit wird das ein schöner Stall für Plötze. Oh ja. Und da unten Weinkeller. Voilà. Unter Monsieur Beaulieu wurde hier Wein gelagert, aber Baron Roussel bewahrte hier auch Olivenöl auf. Ich war so frei und habe die Unordnung beseitigt, Die durch meinen Kampf mit der Bruxa entstanden ist? Vielen Dank, Barnabas Basilius. Cool. Freut mich. Wie man sieht, ist die Fassade, wie soll ich sagen, leicht fleckig. Aber ein gewisser südländischer Charme lässt sich trotzdem erahnen. Stimmt, aber sie könnte gewiss etwas Farbe vertragen. Okay. Und willkommen im Haus. Oh ja, Auf der okay. linken Seite liegt das Hauptschlafzimmer. Rechts sind der Speisesaal und die Küche. Oben befindet sich das Gästezimmer, das gerade als Abstellraum dient. Keine schlechte Idee. Das Anwesen ist im Augenblick sehr spartanisch eingerichtet, aber wir werden uns sicher auf ein paar Neuerungen einigen können. Zum Beispiel würden Gemälde dem Domizil sofort neues Leben einhauchen. Du hast jetzt das gesamte Anwesen gesehen. Corvo Bianco ist ein wunderschönes Gut, auch wenn der Zahn der Zeit an ihm genagt hat. Aber verzeih mir meine offenen Worte. Wenn du eine kleine Summe in die Verschönerung des Guts investieren willst, bin ich jederzeit zu Diensten. Ich werde darauf zurückkommen. Ich wende mich an dich, wenn ich was umgestalten möchte. Denkst du, wir sollen renovieren durchführen? Es könnte nicht schaden, das Gut ein wenig aufzuhübschen. Oh, Wie kostet keinesfalls, Herr. Die Frage ist nur, wo du mit der Verjüngungskur beginnen willst. Wir sollen das,
Wir sollten das Haus etwas tun. Wir sprechen darüber, würde ich sagen. Würde ich jetzt gerne. Das Haus. Ich habe über die Außenwände nachgedacht. Vielleicht ein frischer Anstrich oder Ausbesserungen? Dürfte ich einen Vorschlag machen? Warum unterziehen wir nicht alles einer allgemeinen Renovierung? Früher einmal habe ich solche Arbeiten bei Admiral Rumpayis Sommerresidenz beaufsichtigt. Das Ergebnis war atemberaubend. Nicht nur die Residenz hat danach gefunkelt. Wir haben auch noch Platz zum Ausstellen der Rüstungen und Waffen des Admirals geschaffen, die dieser mit Begeisterung sammelte. Ja, vor 5000, ja, komm. Dann kümmere dich darum. Sorge dafür, dass hier alles strahlt. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Innerhalb eines Tages werden die Arbeiter hier sein, die die Residenz des Admirals aufpoliert haben. Die besten Spezialisten, die man finden kann. Okay, cool. Sie sind äußerst fähig und sie werden bestimmt nicht lange brauchen. 2 Tage nachdem sie angefangen haben, wird dir ein renoviertes, umgestaltetes und verschönertes Anwesen zur Verfügung stehen. Cool. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Im Moment nicht. Weißt du was? Ich habe meine Meinung geändert. Ich will heute nicht über Renovierungsarbeiten sprechen, sondern etwas anderes fragen. Ich beantworte gerne alle Fragen, Herr. Okay. Danke. Ich muss mich wieder um meine Angelegenheiten kümmern. Bis bald. Okay, warte 3 Tage. Okay, das ist das erste Mal, wo ich ein Bett hier sehe. Naja. Ja, dann machen wir die nächste Quest. Okay, hier, warte, ja. Trifft dich. Nein, das Turnier, das gewinnt, ja. Besuche. Okay, das machen wir. Was ist das hier? Okay. Naja, egal. Plötzlich da unten. So weit haben wir noch nicht. Da können wir laufen so dahin. Da könnte ich noch ein bisschen reden. Also das mit dem Dings finde ich eine coole Idee. Von also wie die Garnison in World of Warcraft ein bisschen. Aber hier Weltkarte. Ja, Geld habe ich ja genug. Von daher kann man die 5000 ruhig ausgeben. Ich bin sowieso einer, der das gerne spontan entscheidet. Von daher ist das alles in Ordnung. Von daher. Wir können ein Trinkspiel damit machen. Von daher. Immer einen kurzen trinken, wenn ich von daher sage. Hallo. Ich habe ein Anliegen von höchster Dringlichkeit. Sag mir. Was macht die Wunde? Geht es dir besser? Sie heilt vorzüglich. Aber ich versuche, Ärger erstmal aus dem Weg zu gehen. Um ehrlich zu sein, ich wollte dich deswegen sprechen. Soll ich für dich einspringen? Dir irgendwelchen Ärger abnehmen? Das könnte schon sein. Weißt du, da ist dieses Mädchen. Nein, eigentlich eine Dame. Ich fürchte, jemand hat sie verzaubert. Womöglich sogar verflucht. Herr Fluch, wie kommst du darauf? Warum glaubst du, dass sie verflucht ist? Ich bitte dich. Du musst alles, was ich sage, für dich behalten. Ich würde es nicht wagen, so indiskret zu sein, aber ich mache mir solche Sorgen. Vivienne meidet jede Gesellschaft. Sie ist das schönste Mädchen am Hof, aber sie hält sich alle Männer vom Leib. Daher verfiel ich auf eine List. List? Steht sowas einem Ritter an?